möchte ich mit Grammatikübungen von letzter Stunde beginnen. Das sind die Übungen im Arbeitsbuch, die mit Genitiv verbunden sind. Wie ich auf der letzten Stunde gesagt habe, Genitiv ist die vierte Kasusform in der deutschen Sprache. Wir verwenden Genitiv, wenn wir Zugehörigkeit ausdrücken möchten. Und es gibt drei verschiedene Formen im Genitiv. Eine für Maskulinum und Neutrum und eine für Femininum und Plural. Es ist auch wichtig, dass die Nomina im Maskulinum und Neutrum ein S im Genitiv bekommen. Wir beginnen mit, das haben wir letzte Stunde gemacht, mit Übung Nummer 3 auf der Seite 101. Ergänzen Sie die Genitivendungen, wo nötig. Hilfe finden Sie im Wörterbuch. In diesem Jahr übernimmt Frau Schmidt-Löse die Organisation des Sommerfests. Защо вели да видим в речник? Сега ще отворим един, защото хубаво е напишано. Deutsches на кирилица. Deutsches Wörterbuch. Ja, online. Wenn wir in einem Wörterbuch das Wort suchen, vielleicht ist das okay, immer in Klammern steht, was wir als Genitiv-Endung benutzen sollen. Zum Beispiel hier steht das Fest, dann es und Es ist ein Genitiv, Festes oder Fests, Aeto ist eine Pluralform, die Fest. Ich möchte jetzt das noch zeigen, zum Beispiel Fest, Substantiv und jetzt steht Genitiv Singular Festes oder Fests, Nominativ Plural Fest. In jedem Wörterbuch stehen diese Formen. Zum Beispiel der zweite Satz. Bitte lies den zweiten Satz. Den Bericht der letzten Betriebsversammlung finden Sie im Intranet. Ja. Was würde auf dem leeren Platz stehen? Haben wir hier eine Endung? Nein, wir haben keine Endung. Warum haben wir hier keine Endung? Weil es endet mit Unode. Ja, das ist ein Nomen im Femininum. Nur die Nomina im Maskulinum und Neutrum bekommen es oder nur es. И сега овде ако напишам во речникот Versammlung, Versammlung,
Genitiv Singular steht nur Versammlung. Hier gibt es keine Endung. Machen wir jetzt C. Achtung, das Datum unseres Betriebsausflugs hat sich geändert. Betriebsausflug S. S. Ja, Betriebsausflugs, а може да биде и Ausflugs. Ајде да го напишеме сега тука Ausflug. Ausflug. Substantiv. Genitiv Singular, Ausfluges oder nur Ausflugs. Die zwei Varianten sind möglich. Und D. Wir feiern das 25-jährige Jubiläum der Firma am сега ще кочам на Achten. Ахтен. Ќе ти го објаснам сега уште еднаш. Само да кажеме, тука нема ништо повторно, бидејќи фирма е во женски род. Еве го. Фирма, генитив, зингулар, фирма. Нема фирмас, бидејќи е во женски род именката. Кога станува збор за редните броеви, тие на германски се викаат ординалцален. Ординалцален. Сега ќе дозволам на Љубица да влезе редни броеви. Само да го напишам ова. Љубица. Океј. Солас. Gut. Ординалцален редни броеви. Два начини за користење на редните броеви. Прв начин. So. Прво прашање. Welches Datum ist heute? Одговорот ќе биде heute ist der. Ова der ни кажува многу околу тоа кои наставки ќе ги користиме кај редните броеви. Значи, der плюс, односно der, цртичка, кај редните броеви од 1 до 19 наставката која што ја додаваме, е те. Кај редните броеви од 20 па нагоре, од 20 па нагоре, наставката ќе биде сте. Zum Beispiel 24.6. Heute ist der 24. Јуни. Јуни исто може да биде реден број, тогаш може да биде со број, да, со реден број, тогаш ќе се напише редниот број со голема почетна буква, затоа што ќе означува именка. И ќе биде 6. Односно, бидејќи во реченицата го имам глаголот sein всушност, ќе го употребам der, а како наставки на редниот број од 20 па нагоре ќе ја додадам наставката сте, а кај редниот број до 20 ќе ја додадам наставката те. Вториот случај е прашањето wann bist du geboren oder wann hast du Geburtstag?
тогаш ќе одговорам со Ich bin am geboren или Ich habe повторно am Geburtstag. Значи, кога го користам am, тогаш треба да знам дека кај редните броеви од први до 19 треба да додадам наставка ten, а кај редните броеви од 20 па нагоре, наставката да биде стен. Значи, само ја проширувам наставката со едно на стен. Така е, да предпоставиме дека роден денот е исто, на 24.6. Реченицата ќе биде Ich bin am 24. Јуни или повторно во заграда редниот број како месецот како реден број 16 geboren. Значи во овој случај, бидејќи имам am во реченицата, кај редниот број над 20 ќе додадам наставка стен, додека пак кај редниот број до 20 ќе додадам наставка ten. Таа е разликата кај редните броеви. Danke. Bitte. Dann gehen wir weiter. Nummer 4. Ergänzen Sie in der richtigen Form. Beispielsatz lautet: Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage im Kreis Ihrer Familie. Nicht alle Sätze sind im Genitiv. Zum Beispiel, der erste Satz ist im Dativ. Hier steht im Kreis ihrer Familie. Ајде да видиме Б. Ајде, Љубица, Б. Љубица? Се слушаме? Да, сега да. Сега, од телефонот четам Б, под број 3. 4. 4. Ich möchte dich bitten, mir die Vorschläge Betriebsrat. Ама идеја треба да премине. Со шикен. Чекай да видим сега што е во. Ich möchte dich bitte замолил. За примерот Betriebsrat zu шикен. И дек да зам пример се одгоре. Да, оваа реченица треба да биде во генитив. Деа во генитив ќе премине во што? Ди. Деа преминува во дес. Ај погледнете го Word документот. Сега веќе ги имаме сите падежи. Така отворам. Ќе направам табела во која што ќе ги внесам сите форми во сите падежи. Значи, тука ќе стои казус, тука ќе стои маскулинум, фемининум, нојтрум и плурал. Номинатив, тоа сме го учеле. Односно акузатив треба да е последен. Генитив, датив и акузатив. Вака треба да се
по редослед падежите. Значи, номинатив, генитив, датив, акузатив. Тука ќе ги дополниме и наставките доколку ги има што се додаваат на именките. Маскулинум. Еве првава табела нека биде вака ќе напишам бештимтер артикел. Зашто се? Првата е не ми треба ова. Не е битно било кое. Ајде. Прво, бештимтер артикел. На македонски определен член. Ке го одвојам од ова горе. Да се гледа. Определен член. За машки род. Деа. За женски род. Зборувам за во номинатив. Деа машки род. Ди во номинатив женски род. Дас среден род. Ди плурал. Генитив. Машкиот род преминува во дес плюс ода ес или само ес на именка. Женски род деа. Среден род исто дес плюс ес на именка множина деа. Исто како женскиот род. Датив. Дем за машки род, деа за женски род, дем за среден род и ден за множина плюс ен на именка. Акузатив се менува само формата на машкиот род, другите форми остануваат исти како кај номинатив, односно ден за машки род, ди за женски род, дас за среден род и ди за множина. Ова се формите на определениот член. Сега ќе ги напишеме и формите на неопределениот член во сите овие падеши. Еко, не бре. Бештимтер артикел. Неопределен член. Иста ваква табела. Казус. Пак по редослед. Казус. Номинатив. Генитив. Датив. Und Akkusativ. Maskulinum. Femininum. Neutrum. Plural. Неопределен член. За машки род ein. Во номинатив. За женски род eine. За среден род ein. Неопределен член за множина нема. Генитив. Eines плюс пак ес, ќе го копирам. ес или само ес на именка. Женски род einer
Среден род eines плюс ес неименка. Неопределен член за множина нема. Датив einem за машки род, einer за женски род, einem за среден род нема за множина, меѓутоа останува да важи правилото дека се додава n на именката. И во акузатив, einen за машки род, eine за женски род, eine за среден род и неопределен член за множина нема. Ова се формите на определениот и неопределениот член во сите падежи кои што сме ги изучиле, односно и кои што постојат во германскиот јазик, со тоа што овие табели исто така служат кога станува збори за деклинацијата на придавките. Кажавме минатиот пат дека кога станува збор за деклинација на придавки во генитив, според нулти член, односно без било каков член пред именката, сите именки добиваат наставка ена. Сега, според табелата, ајде Љубица да ја пополните втората реченица, односно реченицата под Б. Сега вака ќе пробам се да наместам. Ајде вака, гледајте, па ќе ја уклучам табелата. Уште еднаш, или вака да ја направам. Може да се гледа. Ајде, Љубица. Б. Јас се извинувам, ја така ќе биде. Das и mir. Des. Во празното место. Des ќе биде. Des и mir. И дали Zu mir geschicken. Не. Треба да се додаде наставка. Дали ќе има наставка или не? Јас мислам оти треба да има. Која наставка? Mir. Zu mir geschicken. Наставка во табелата се стои. Ако е определениот член des, тогаш именката ќе добие наставка е, с или само с. С. С, во овој случај само с. Да. Ich möchte dich bitten, mir die Vorschläge des Betriebsrats zu schicken. Danke, C. Danke. Christina, bitte. Herr Kramer hat sich sehr über das Abschiedsgeschenk seiner Kollegin gefreut. Така, зошто нема наставка кај колеген? Пошто во множина? Richtig. Да, во множина е именката. Точно. Ајде, Д. Љубица. Beachten Sie das bei der Planung? Moment. Те да мога да го зголемо. Кога е ти е? Ама внимавајте, именката е во множина. Der. Така е, der. Umbauarbeiten. Umbau. На полето да работят. Das. Не, umbau не е. Не е на поле. Фелд е поле.
окей. Што беше бал? Градба. Градба. На граделиште. Така. Окей. Пак ќе биде das. Ќе Sicher. биде der Umbau arbeiten, па нема да има ништо. Пошто именката е во множина, де добива наставка. Sicher. Sicherheit. Die Sicherheit. Да, die Sicherheit. Die Mitarbeiter. Die пак е во множина. Das Mitarbeiter. Не, der, ќе премине во der. Der. Der Mitarbeiter. Што е во? Berücksichtigt. Да, внимателен. Berücksichtigt е внимателен. Werden muss. Значи мора да пазат работниците. Да бидат внимателни, да. Значи на двете места ќе биде der. Горе на празните места кај наставките нема да додадеме наставка. Значи тука на првото место после планок е der. И кај после е празно. Да. И пред Mitarbeiter, die декшо пак е der. Пак е der, зашто именката е во множина. Тука die Mitarbeiter после? Ништо, пак празно е. Празно, да. Празно. Значи во е празно. Добро. Окей, данке. Bitte? И Кристина? Geschäftsführung möchte den Verkauf im Zeitraum eines Jahres 15% steigern, richtig. Im Zeitraum eines Jahres. Зашто именката ја е именка од среден род. Das ја на ein ќе му додадеме, како што видовме и погоре, наставка е с за среден род и на именката и додаваме две букви с и добиваме eines Jahres. Richtig? Исто така минатиот пат кажавме дека како што во со другите падежи имало специфични предлози кои што сме ги користеле, така кај генитивот специфичен сврзник кој што го користиме е сврзникот trotz. Trotz des langen Winters. Schreiben Sie die Überschriften mit obwohl. Ако trotz поврзува реченици со, односно после trotz доаѓа именка во генитив, obwohl поврзува зависни реченици. И првата реченица, односно првиот наслов, trotz des langen Winters weniger arbeitslose, со obwohl реченицата ќе гласи: Obwohl der Winter lang war, gibt es weniger Arbeitslose. Ајде, втората реченица. Вториот наслов. Љубица, прочитајте го прво вториот наслов. Morgen eröffnung. Morgen eröffnung. Morgige. Во е нешто утринско. Утринско е нешто, ама малку ме е нејасно така. Знам те утринско, а не, зашто така пише, немам појма. Придавката е morgisch. А бидејќи eröffnung е именка од женски род. На morgisch и додавам наставка е и станува morgige. А самата придавка е morgisch. Окей, утринско е. Eröffnung der Biergarten
Schlechten Saison, што е во? Леле јас. Сесион, season на англиски. Сезона. Окей. Аха, окей. Trotz schlechten Wetter. Ветас. Wetters. Аха, утринската така за сезонската работа е со тешко време, добро? Не, вели утринското отворање на сезоната на пивската градина поради лошото време. Аха. Бир. Бијагартен, да. Gardен. Bier. Оте заедно. Пивска градина. Леле. Ja, B2, B1, B2, mein Gott. B2. Bald. B2. Ах, so, ja. И сега реченицата со обвод ке гласи. Obwohl das Wetter trotz gut ist. Не, сега троц не го користиме. Треба да го тргнеме троц, за да направиме реченица со обвод. So wohl. Obwohl das Wetter gut ist. Schlecht ist. Wieder schlecht. Okay. Да. Okay, истата. Obwohl das Wetter schlecht ist, das Biergarten... Глагол не треба на прво место. Аха, окей. Obwohl das Wetter schlecht ist, И башка е дадено. Wird morgen Erfüllung. Пред Erfüllung треба да стои нешто. Да, eröffnet ќе биде на крај. Аха. А пред eröffnet Es. Не, die Biergarten Saison. Да, Saison. Saison. Окей, Saison. Не, Saison се чита. Аха. И е. Англиски е зборот. Добро. Затоа се чита Saison. Добро. Окей, сега ја така. Obwohl das Wetter schlecht ist, че да го напишам. Der Biergarten. Не, wird morgen. Wird morgen. Okay, wird morgen. Das wieder. Не, die. Или die Biergarten Saison. Biergarten Saison. Morgen. Го има веќе morgen. Чекай. Момент. Отварање треба да биде. Отвора. Wird Eröffnung. Wird. Eröffnet. А wird е на почеток, веќе е дадено. Реченицата ќе биде obwohl das Wetter schlecht ist, wird morgen die Biergarten-Saison eröffnet. Само eröffnet, без ништо. Да, глаголот само именката е претворена во окей. Бие се оти јас така мене не ми штиме некак. Зашо така? Die Biersaison eröffnet. Може да биде die Biersaison wird eröffnet, ама иако времето е лошо, утре ќе се отвори сезоната на пивската градина. Леле, шо не живеам во Германија. Ајде 3, Кристина.
Trotz großer Unzufriedenheit mit der Politik gingen viele Leute zur heutigen Wahl. Да. Viele Leute gingen heute zur Wahl, obwohl sie mit der Politik sehr unzufrieden sind. Во минато лаволе. Werden. Варен. Aber Зашто, нели, иако не биле задоволни од политиката. Super, viele Leute gingen heute zur Wahl, obwohl sie mit der Politik sehr unzufrieden waren. Sehr gut, Christina, danke. Und 4, Ljubica. Браво, Кристина. Озбилно кажувам, што ја џабе јаска су основа уствари. Ама граматиката се учи, Лjubica. И јас сум седнала, јас сум ја научила. Aber für mich ist jetzt schlecht. Ich habe meine deutsche Sprache ist halb oder mehr als halb vom Österreich und nicht so viel Bayer, aber so auch ein bisschen mit nicht so viel Holland, 5% und Englisch. Das alle eine große Gemüsesuppe gemacht mit meiner Sprache. Gemüsesuppe? Ja, genau. Und jetzt muss ich wieder starten. Nein, Darum ist für mich sehr schwer. Nein, sie denken nur so. Ja, nein, ich denke nicht, ich weiß. Ehrlich, das ist schwer für mich. Ach, meine Güte. Okay, 4. Am Wochenende nur wenige Unfälle auf der Autobahn trotz zahlreicher Umbauarbeiten bieten und Staus. Umbauarbeiten? Und Staus, Schwöber. Staus има добиено С. Инако е штау. Гужва. Staus. Okay. Ајде сега како ќе биде реченицата со одвој. Moment. Am Wochenende, obwohl es auf der Autobahn zahlreiche obwohl es mein Kopf, obwohl es На местото на троц ставаме обвој. Ja. Ако на автопатот има помалце гужва, нема да има сообраќајки за време на викендот. Иако има многобројни градушни работи и гужви, за викенд се случуваат само малку несреќи на автопатот. Така треба да биде реченицата. Аха, окей. Окей. Има многу. Zahlreiche. Wenige. Obwohl es viele. Не, zahlreiche. Zahlreiche. Дадено во реченицата. Zahlreiche. Okay. Ако има много Umbauarbeiten und Staus. Okay.
arbeiten, und Staus. Значи, ако има повеќе работници и гужва, gab passiert am Wochenende nur wenige Unfall auf der Autobahn. Passierten am Wochenende nur wenige Unfälle auf der Autobahn. Гледаш, јас сега на акъл си лафам. Тоа што го читам механички го читам, а на акъл си лафам. И тоа не е вред. Passiert am Wochenende nur wenige Unfälle auf der Autobahn. Passieren am Wochenende am Wochenende nur wenige Unfälle auf der Autobahn. Ja, Wochenende. Nur wenige Unfälle auf der Autobahn. Ja, jetzt gehen wir im Buch auf der Seite 74. Hier haben wir Übung Nummer 5. Diese Übung heißt: Vielen Dank für Ihre Einladung zu. Wer sagt ab, wer sagt zu? Überfliegen Sie die Antworten und notieren Sie die Namen. Zusage und Absage. Wir haben Nummer 1. Nummer 1 liest Christina vor. Sehr geehrter Herr Baum, vielen Dank für Ihre Einladung zur Weihnachtsfeier. Leider kann ich dieses Jahr nicht kommen, denn ich verabschiede mich bereits am 18. Dezember in den Skiurlaub. Ich wünsche Ihnen und allen Kolleginnen und Kollegen einen gemütlichen Abend. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit bedanken. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest. Mit den besten Wünschen, Annika May. Was sagt Annika? Ab oder zu? Ist das eine Zusage oder eine Absage? Absage. Ja. Sie schreibt eine Absage. Ist Ihre Absage formell oder informell? Informell. Hier steht sehr geehrter Herr Böhm. Ja, da. Das ist formell oder informell? Formell. Formell. Formal, neformell, informell, neformell. Haben Sie in diesem Text unbekannte Wörter? Ги запишам и Zusage и Absage. Секако. Die Zusage. Die Zusage. Потврдување. А глаголот изведен од оваа именка е zusagen.
Потврдува. Die Absage на македонски е откажување. А глаголот кој што е изведен од оваа именка е absagen. Откажува. Haben Sie andere unbekannte Wörter in diesem Brief? Ja, okay. Schöne, hübsche und schöne Herze, liebe Lehrerin. Sehr nette Gordana. Ich will etwas sagen mit meiner einfachlichen deutschen Sprache. So, ich weiß, dass ich rede wie eine gute Ausländer. Ich verstehe alles, aber kann ich nicht alles zum Sagen. Сега, Аника кажа много е благодарна за поканата от колегиалността, ама она има нещо направено на 18 декември, оде на ски одмор и на цяла фамилия им посакаве убави желби. Што е Gelegenheit? Bei diese. Само тоа мислам дека е непознато. Die Gelegenheit е пригода. Нещо што се случува. Die Gelegenheit. Сега да напишам. Во множина die Gelegenheiten пригода. Ich weiß, Пригода. dass die andere Wörter bekannt sind. Ljubica, lesen Sie bitte den zweiten Text. Liebe Bianca, herzlich danke für die Einladung zu deinen Abschied. Ich muss leider absagen, weil ich in der Woche noch auf unseren Messestand in Hannover bin. Ich finde es jedenfalls sehr schade, dich als Kollegin zu verlieren. Die изгубила. Deine Abschiedsfeier müssen wir dann unbedingt privat nachholen. Sobald ich wieder in der Stadt bin, melde ich mir bei dir. Ich wünsche dir einen schönen Abschied und freue mich auf unser baldiges Treffen. Herzlich, deine Conny. Was sagt Conny, ab oder zu? Liebe Frau Schmidt-Löse, über die Einladung zum Betrieb habe ich mich sehr gefreut. Vielen Dank auch für die Organisation. Ich komme gern und freue mich schon sehr. Ich würde gern mit dem eigenen PKW fahren. Können Sie mir eine Weg beschreiben oder die genaue Adresse schicken? Aha. Auswählen wollte ich mich noch erkunden, ob wir für die Flussfahrt wasserdichte Schuhe brauchen. Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen. Im Voraus vielen Dank für Ihre Mühe. Mit freundlich Grüße, Tobias. Не, во е друго. Не, за второто. Дали е Absage oder Zusage? Чекай сега што беше?
Schon, ik zeg dank voor de ik muss leider absagen. Absagen, 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 weil ich der solche noch auf unsere Mission an Hannover bin. Ohne Ausstuf Hannover muss ich jetzt jedenfalls sehr schade. Ist es случило нещо грешка als Kollegin zu verlernen. Грешките ist es случило се откажева. Was ist eine Absage? Ist diese Absage formell oder informell? Bestimmt Mail. Formell, formalna oder informell, neformalna? Formalna. Nein, informell. Liebe Bianca. Formell ist, wenn es wie im ersten Text beginnt mit sehr geehrter Aha. für maskuline Person, sehr Aha. geehrte für feminine И Person. што е разликата помеѓу либе и зеа? Ова е многу почитувано, ова е драг. Либе е трап, Драг. а зеа... А дека нас исто така, пример, сега вој пример, правиш апликација зеа геата. Така се обраќаш кога сакаш да се обратиш Со почит. со почит, да, и формално. Аха, добро. Ова е со почит, значи, окей. А во е неформално. Либе, а во е повеќе другарски. Либе Бианка. Што го познаваш. Окей, во е повеќе другарски, окей. Е, сега вака, мислам дека треба да ги објаснам зборовите. Der Messestand, и ќе ги запишам. Der Messestand, За месо продавница, некој штанд. не. Messestand е Saemski stand. Saemski stand. Потоа jedenfalls. Jedenfalls. Што на македонски значи секако. Was noch? Nachholen е надополнува. Nachholen. Nachholen. Ќе биде надополнува или повторува. Твоја. Baldis е скорешен. Апшит, Збогување. апшит збогување. Скорешен. Апшит. Е der Abschied, збогување. Bald wieder der Stefan. Abschied. Abschied feiern müssen. Unbedingt. И unbedingt. Unbedingt ќе биде неодложно. Danke. Nummer 3 ist für Christina. Lieber Frau Schmidt-Musser, über die Einladung zum Betriebsausflug habe ich mich sehr gefreut. Vielen Dank auch für die Organisation. Ich komme gern und freue mich schon sehr. Ich werde
würde gern mit dem eigenen PKW fahren. Könnten Sie mir eine Beschreibung oder die genaue Adresse schicken? Außerdem wollte ich mich noch erkundigen, ob wir für die Floßfahrt wasserdichte Schuhe brauchen. Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen. Im Voraus vielen Dank für Ihre Hilfe. Mit freundlichen Grüßen, Tobias Franzen. Ist das eine Zusage oder eine Absage? Äh, Das ist eine Zusage. Das ist eine Zusage. Ist diese Zusage formell oder informell? Formell. Formell. Das ist eine formelle Zusage. Ajde непознати зборови. Мюхе е дали е захтев. Не, мюе е трпение. Трпение. Die Mühe. Tруд. Die Mühe, Tруд. Die Mühe. Was noch? Wegbeschreibung. Опис на пат. Die Опис на пат. Wegbeschreibung. Weg е пат, окей. Die Wegbeschreibung. Опис на пат. Einladen. Каде што? Der Weg е пат. Der Weg. Pad. Die Beschreibung е опис. Die Beschreibung. Во е бедбавите кога ги спојувиш зборовте, знаеш, едно по едно, кога тоа ќе треба само по себе да се дојде. Aber ohne eine Jahre kannst du nicht das so mit Schule vor 2 Monaten das lernen. Das geht nicht. So. Okay, und Betrieb Sauflug. Ausflug е излет. А Betriebsausflug ќе биде излет со фирмата. Christina, hast du andere unbekannte Wörter? Ja, Floßfahrt. Flossfahrt. Го кажав номинатиот пат, дека флос е сплав. Ди флосфарт е патување со сплав. Сплав. Ди флосфарт. Патување со сплав. Noch etwas, Christina? Се е црно, професорке. Споделен екран. Патување со сплав. Да. Ich denke, das ist alles. Gut. Wenn das ova im voraus, однапред. Ке го запишам како израз. Im voraus. Im voraus. Однапред. Добро. Ајде 4. Љубица. Lieber Peter, vielen Dank, dass du unsere Einladung verschickt hast. Ich habe schlechte Nachrichten. Ich habe mich leider so stark erkältet, dass ich morgen
dass ich morgen nicht wie geplant dabei sein und die Betriebsvereinbarung vorstellen kann. Kannst du die Präsentation bitte für mich übernehmen? Ich schicke dir die gültige Version noch einmal im Anhang mit. Beachten müsstet du nur die Verbesserungen zum Thema Sicherheit. Herzlichen Dank im Voraus und bitte grüß die Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich von mich. Schöne Grüße, Annette. Ist das eine Zusage oder eine Absage? Zusage. Nein. Му кажуве на Петър, му потвърдива, не може Ich да... habe mich leider so stark erkältet. Много се наладило. Се Това разболела. значи, че се разболела, тоа значи дека нема да оди. Да. Потвърдава. Откажава. Окей. Окей. Абзаге. Окей. Откажава. Ja. Ist das eine formelle oder eine informelle Absage? Па шо знам? Formell oder informell? Формално е. 100% формално. Либа има напред. Пак е informell. Ах, so. Informelle. Ja, Liebe immer. Okay. Haben Sie hier unbekannte Wörter? Das ist unsere Einladung verschickt hat. И аз често пъти си повторвам зборовте. Шо беше Einladung? Покана. Покана, да. 100 пъти го имам пишено. Ich habe erkannt. Го замолеве на Петър да презентира наместо нея и ќе му пуште што треба да му пушта. И много поздрав до сите. Што е endgültige Version? Што е endgültig? Endgültig? Конечната верзија. Што направила за презентацијата. Endgültig? На македонски е конечна верзија. Конечен. Што е Verbesserung? Подобрување. Да, die Verbesserung. Подобрување. Ich denke, dass die anderen Wörter klar sind. Wenn wir diese Antworten gesehen haben, machen wir die nächste Übung B. Was ist richtig? Lesen Sie noch einmal und kreuzen Sie an. 1 liest Christina vor. Eine Familie kommt nicht zur Weihnachtsfeier, weil sie zu dem Zeitpunkt nicht mehr in der Firma angestellt ist.
Ist das richtig oder falsch? Falsch. Falsch. Warum? Was ist hier falsch? Angestellt. Что je angestellt? Придавка. Angestellt е вработен. Angestellt, вработен. Sie ist noch in der Firma angestellt, aber sie geht am 18. Dezember in den Skiurlaub. Deswegen ist dieser Satz falsch. 2. Любите. Conny kommt nicht zum Abschied, weil sie privat unterwegs ist. Moment, Conny, dicker беше. Herzlichen Dank für den... Ich muss leider absagen, weil ich in der Woche noch auf der unsere Messestand in Hannover bin. Conny kommt nicht zu machen, weil ich... Ja, richtig. Ist sie privat Ja. unterwegs? Nein. Да, има таков, как се вика, има штамп. Ама от работа. Hannover, ich finde es jedenfalls sehr schade, die Kollegen deine Art müssen wieder tun. Sie ist nicht privat, sondern ach so, ja, sobald wieder in der Stadt melde mich, ach okay. 3, Christina. Tobias Spencer braucht noch weitere Informationen. Ja, richtig. Das ist richtig, ja. Und Nummer 4, Juditha, bitte. Die Kollege soll Annette auf der Betriebsversammlung vertreten. Vertreten. Заменува застапувачи. Ага. Чакайте да запишем. Vertreten. Заменува застапувачи. Да. Ist das richtig oder falsch? Ja, richtig. Es ist richtig. C. Lesen Sie die E-Mails in A noch einmal und markieren Sie die passenden Redemittel. Übertragen Sie die Tabelle in Ihr Heft und ergänzen Sie. Hier haben wir eine Tabelle mit Ausdrücken, die wir in alltäglicher Kommunikation benutzen können. Diese Ausdrücke sind mit Anrede, Einleitung, Schluss und Grußformel verbunden. Ich mache die gleiche Tabelle in diesem Word-Dokument. Tabelle. So und so. Anrede и обраќање. Anrede, обраќање. Danach kommt die Anleitung. Вовед. Danach kommt der Schluss. Край. Und am Ende
die Grußformel. На македонски поздравна форма. In der Tabelle im Buch sind folgende Beispiele gegeben. Bei Anrede: sehr geehrte Damen und Herren. Bei der Anleitung steht: vielen Dank für Ihren Brief. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Bei Schluss steht: ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören. Und als Grußformel steht: mit freundlichen Grüßen. Was können wir noch in der Tabelle bei der Anrede zuordnen? Ljubica, was kann noch als Anrede dienen? Што може уште да важи како обраќање? Освен sehr geehrte Damen und Herren. Was haben wir im Text gelesen? Weiß ich nicht, brauche ich ein bisschen Hilfe? Was soll ich sagen, weiß ich nicht. Што друго се користи за обраќање, освен sehr geehrte Damen und Herren? Leider darf man sagen auch Liebe. Ja, Liebe oder lieber? Liebe Lieber Herren und Damen, darf man auch sagen. für maskuline Person. Zum Beispiel lieber Peter. Und für feminine Person liebe Maria. Hier kann man auch die formelle Formen von sehr geehrte Damen und Herren schreiben. Sehr geehrter Herr Müller. Секогаш кога кажуваме sehr geehrte, го користиме презимето, за разлика од Liebe и Liba, каде што го користиме името. И за женска личност, sehr geehrte Frau Müller. Es gibt auch oder nicht. Може и хало само. Може. Тоа сакав се јас да го кажам. Ако Ако е информел, тогаш може да биде и hallo. Richtig. Hallo. Тоа е со фона, само. Или? Не те слушнав, извини, Кристина. Дека иде со фона, само. Само со Name. Vorname. Nicht Familienname. Das ist informell.
Vielleicht können wir auch sagen, guten Tag, Frau, wieder mit oder Herr mit Nachname. Frau Müller oder Herr Müller. Herr Müller. Das können wir auch sagen. Das ist auch formell. Значи, ако е, доле како забелешка под табелата. Ако е информел, плюс наме. Ако е формел, плюс formell mit Doppel-L. Ja. Formell. Dann kommt nur Nachname oder Familienname. Informell wieder mit Doppel-L. Okay. Was können wir aus den Texten noch, aus den Briefen noch als Anleitung erwähnen? Erwähnen. Was ist? Именува. Erwähnen, spomenува. Oswen, vielen Dank für Ihren Brief. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Was noch? Vielen Dank für deine E-Mail. Okay. Vielen Dank für deine E-Mail. Ja. Okay. Was noch? Einladung. Den ganzen Satz, bitte. Hier sind wir. Der Text. Was noch können wir auch als Anleitungssatz benutzen? Brief bestimmt. Ich brauche die ganze Sätze. Wir haben hier Über die Einladung habe ich mich sehr gefreut. Das kann auch als einer Anleitungssatz dienen. Über die Einladung habe ich mich sehr gefreut. Hier können wir auch diese Sätze ergänzen. Ich schreibe dir, weil das ist informell. Der formelle Satz wird so lauten. Ich schreibe Ihnen, weil hier können wir auch Danke für deine Nachricht sagen. Das ist informell. Als formeller Satz benutzen wir Danke für Ihre Einladung, Ihre Nachricht. Was können wir hier noch? Anleitung.
gut, informell und ich hoffe, es geht Ihnen gut, formell. Nur formell können wir auch sagen oder schreiben, Bezug nehmend auf unser Telefonat оваа реченица на македонски ќе значи повикувајќи се на нашиот телефонски разговор. Hier können wir auch ich schreibe Ihnen mich nach zu erkundigen, ви пишувам за да се распрашам за, значи глаголот erkundigen, горе ќе го запишам, мислам дека го имаше преска, erkundigen, значи се распрашува. Und danke für die schnelle Nachricht. Danke für die schnelle Nachricht. Was steht noch im Text und wir können als Schluss benutzen? За Schluss сега, така? Да, за Schluss. Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort. Vielen Dank im Voraus vielen Dank. Wo steht das? Im Voraus? Nein. Во кое писмо, Кристина? Како третото. Im Voraus, vielen Dank für Ihre Mühe. Да. Окей. Ама може и vielen Dank im Voraus да се напише обратно, така? Може. Кој имаше пред долу, мислам. Herzlichen Dank im Voraus. Auch. Herzlichen Dank. Dank im Voraus. Okay. Auch über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen, können wir am Schluss sagen. Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen.
Hier können wir auch den Satz gib mir bitte kurz Bescheid, ob das passt. Das ist informell. Пиши ми дали ти одговара. Für weitere ќе го напишам. Пиши ми дали ти одговара. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen zur Verfügung. Das ist formell und bedeutet стојам на располагање за дополнителни прашања. Wir können hier auch sagen, ich warte auf deine Rückmeldung. Го очекувам твојот одговор за информел. Горе ќе го напишам die Rückmeldung. Одговор. А формел ќе биде ich warte auf ihre Rückmeldung. Und noch einen Satz. Lass uns bald телефониран. Ова на македонски ќе значи да се слушнеме наскоро. Und welche Grußformeln hatten wir in Briefen, außer mit freundlichen Grüßen? Herzlich. Herzlichst. Richtig. Herzlichst. Браво. Herzlichst. Ова на македонски значи срдечно. Was noch? Mit besten Grüßen. Mit besten Grüßen. Hier steht auch wünschen. Mit besten Wünschen. Was haben wir noch? Hier haben wir noch schöne Grüße. Кажаме schöne Grüße. Кажаме или не кажаме? Nein, schöne Grüße. Schöne Grüße.